Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ich freue mich riesig, mit euch heute den zweiten Teil von dieser Serie anzugehen, kritisch nachgefragt. Heute ist das Thema, raubt mir der christliche Glaube eigentlich nicht meine Freiheit? Ich freue mich, dass du dabei bist, besonders wenn du einer von denen bist, der wirklich ein bisschen kritisch über den christlichen Glauben nachdenkt. Voll mutig, dass dir anhörst, was wir als Kirche dazu sagen, was die Bibel dazu sagt. Auch wenn du an Jesus glaubst und den Mut hast, um selber mal ein bisschen kritisch deinen eigenen Glauben zu reflektieren und über die Fragen nachzudenken, ich finde es wirklich, wirklich stark. Wir drehen uns heute so um das Thema Freiheit und insbesondere um das Thema Freiheitsentzug. Und das ist ja schon eine der grössten Fragen, die uns momentan ein bisschen in unserer Gesellschaft auch beschäftigt. Freiheit ist nicht nur heute, sondern so die ganze Geschichte eines der grössten Themen in der ganzen Politik. Es ist ein riesiges Thema in der Literatur, in der Philosophie, auch in der Theologie und noch ganz vielen anderen Orten. Es ist ein riesiger Begriff. Und wir werden heute insbesondere ein bisschen über Freiheitsentzug nachdenken. Und wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, was in unserer Gesellschaft eigentlich die schlimmste Strafe ist, die du bekommen kannst, ist es Freiheitsentzug. Das zeigt uns etwas von dem auf, wie wichtig das als Freiheit so ist. Wir haben es nicht gern, wenn uns unsere Freiheit geraubt wird. Wir kennen das ja bestens auch in unserem persönlichen Leben. Wenn deine Frau sagt, das darfst du nicht, oh oh. Oder wenn die Mann sagt, nein, das ist nicht gut. Wir haben es nicht gern. Wir haben es nicht gern, wenn der Staat uns Vorschriften macht und uns sagt, was wir dürfen und was nicht. Nur schon, dass wir so eine Maske anlegen in unserem Gesicht, hat viel Überzeugungsarbeit gebraucht, wahrscheinlich für die meisten von uns, dass wir uns die Freiheit rauben lassen, um zu entscheiden, was wir anlegen und was nicht. Wir haben auch gerne Ferien, nicht? Also ich liebe Ferien. Warum eigentlich? Weil wir dann viel mehr Freiheiten haben wie im Alltag. Du kannst Sachen machen, die du sonst nicht kennst. Da ist niemand, der dir vorgibt, was du zu tun hast, den ganzen Tag lang. Wir haben es wirklich nicht so gern, wenn uns jemand Freiheit raubt. Ich arbeite ja hauptsächlich als Jugendpastor und so die Sehnsucht nach Freisein, nach dem ich mache, was ich will. Niemand kann mir reinschwätzen. Freiheit von den Eltern, Freiheit von dem, was die Gesellschaft erwartet, Freiheit von dem, was vielleicht auch die Kirche sagt, ist eine der grossen Sehnsüchte, die Jugendliche so haben. Es ist ein riesiger Motor, der da drin steckt und den wir wahrscheinlich auch ein bisschen aus unserem eigenen Leben kennen. Und ich habe so eine möglichst präzise Definition gesucht von dem, was die meisten Leute heute unter Freiheit würden verstehen. Und ich bin fündig geworden bei einem Lied aus einem Film, wo wahrscheinlich alle Eltern kennen, die Jugendliche oder Mädchen haben als Kind. Und zwar, das Lied heisst Let It Go aus dem Film Frozen. Wer kennt Frozen? Das ist so eine Schneeprinzessin und so. Und es gibt da eine Figur, Elsa, und die singt in einem Lied in einer Strophe Folgendes. Auf Englisch singt sie: It's time to see what I can do. To test the limits, to break through. No right, no wrong, no rules for me, I'm free. Auf Schweizerdeutsch so etwas wie: Es ist Zeit, dass ich mal schauen kann, was ich alles kann. Testen, Grenzen auszutesten, durchzubrechen. Da gibt es kein richtig, kein falsch, keine Regeln mehr. Ich bin völlig frei. Es trifft die Definition von dem, was viele Leute heute unter Freiheit verstehen, aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und wenn man sich das so überlegt, dann ist der christliche Glaube, scheint so etwas wie der Erzfeind von dem zu sein. Die ersten 5 Bücher von der Bibel haben insgesamt 613 Gebote drin. Also alles Sachen, die du wahrscheinlich nicht machen solltest. Wir kennen vielleicht die 10 Gebote und man kennt Christen vor allem als die kein Sex vor der Ehe wollen. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Du sollst nicht lügen, du sollst niemand bestellen und so weiter. Und ich kann den Vorwurf wirklich verstehen. Also die Frage, warum raubt mir der Glaube doch nicht all meine Freiheit? Ich finde, es ist wirklich nachvollziehbar und sehr, sehr legitim. Zumindest für intellektuell affine Menschen wäre es schon fast ein bisschen naiv, an Jesus zu glauben, ohne sich die Frage mal so ernsthaft gestellt zu haben. Was ich gerne mit euch machen, ist zuerst mal ein bisschen dran schauen, was heisst es eigentlich so, frei zu sein?
Unsere Kultur gibt uns so ein Denken mit von dem, dass Freiheit bedeutet, möglichst wenig Regeln. Möglichst wenig, wo mich eingrenzt, möglichst niemand, wo mir sagt, was ich zu tun habe. Keine Grenzen, das wäre so das Ideal von Freiheit. Wenn wir mal ein bisschen tiefer über das nachdenken, was würde mit einer Gesellschaft passieren, wo keine Regeln und keine Grenzen gäbe? Dann steuern wir relativ schnell Richtung totaler Anarchie zu. Und die Gesellschaften, die das ausprobiert haben, die wollen nicht mehr zurück in diesen Zustand. Und wir sind alle froh, wenn wir möglichst viele Freiheiten haben, aber ganz ohne Regeln geht es dann eben doch irgendwie nicht. Es ist aber auch etwas, was wir aus unserem eigenen Leben kennen. Dass es ganz ohne Regeln, ganz ohne Grenzen irgendwie doch nicht so gut ist. Und ich möchte euch 2 Beispiele geben. Das erste ist unsere Beziehungen. Jugendliche sehnen sich nach dieser einen grossen Liebe. Nach dem einen Mensch, wo du nachher liebst und es ist traumhaft und alles passt. Ich bin verheiratet und ich kann euch sagen, die Ehe ist eigentlich der totale Freiheitsentzug. Hast du das schon mal überlegt? Beziehungen ein bisschen, Ehe noch umso mehr. Ich meine, da kannst du nicht mehr einfach frei bestimmen, wie du deine Zeit einteilst. Vergleichst deine Agenda, oh nein, das geht dir nicht, das geht mir nicht. Du verzichtest unglaublich viel Freiheit. Nicht mehr selber kannst entscheiden, welchen Film du schaust am Abend, sondern du fängst an Frozen zu schauen und so weiter. Sachen, die du nie wirst sonst schauen. Wie ordentlich, dass es bei dir daheim aussieht, na ja, das ist nicht mehr nur deine Sache. Wo du in die Ferien gehst, ist nicht mehr so einfach wie vorher. Ehe ist totaler Freiheitsentzug und trotzdem ist es etwas, was ich unglaublich schön und befreiend finde. Also ich will nicht mehr zurück in meine freie Zeit als Single. Für mich ist der Zustand, der eigentlich völlig freiheitsentzügend ist, etwas mega Schönes. Und es ist etwas, wo viele Leute sich auch sehnen und wo viele andere Leute auch als so vielleicht fast ihr höchstes Lebensziel irgendwo sehen. Nur schon das macht uns ein bisschen stutzig und zeigt uns, es kann doch nicht sein, dass Freiheit als Ideal das ist, wenn es überhaupt keine Regeln gibt. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht hast du am Anfang Freiheit dir vorgestellt, als mit der Harley auf der Passstraße irgendwo in den Schweizer Alpen hinzufahren, wo du willst, können so viele Meilen am Tag abzufahren, wie du willst, über Nacht ist, so wie du das willst. Das tönt für dich nach völliger Freiheit. Aber selbst du bist eigentlich ziemlich eingepfercht. Ich meine, den ganzen Tag bist du so auf deinem Töff oben und sitzt in dieser einen Position. Also das ist ja völliger Freiheitsentzug. Wenn du sagst, ich bin lieber der Wanderer in den Bergen, du kannst dir das nicht vorstellen, den ganzen Tag auf dieser Maschine zu sitzen. Auch du haltest dich an die Begrenzungen der Straße. Oder versuchst es zumindest. Und wenn du es nicht machst, dann ist meistens deine Freiheit relativ schnell dahin gewesen. Auch du hast eine Realität, nämlich die einfach von dem Töff, der dir vorgibt, wie du ihn zu bedienen hast. Also du fährst nicht so auf deinem Töff oder so, sondern du hockst drauf, so wie der Töff das vorgibt. Überall dort, wo wir es mit einer Realität zu tun haben, von etwas anderem, dort müssen wir uns ein bisschen nach der Realität richten und geben ganz viele Freiheiten auf. Wenn wir das ein bisschen weiterdenken, dann merken wir, dass echte Freiheit nicht bedeuten kann, dass es keine Regeln mehr gibt, sondern die grösste Freiheit oder echte Freiheit entsteht dann, wenn wir bewusst andere Freiheiten aufgeben, um eine zu gewinnen, die grösser ist. Man könnte es vielleicht so auf den Punkt bringen, ich habe es versucht, in einem Satz zu formulieren. Echte Freiheit kommt nicht zustande durch einfach gar keine Regeln, sondern indem wir bewusst andere Freiheiten aufgeben, um die eine Freiheit zu gewinnen, die eben grösser ist. Wir entscheiden uns Tag für Tag für das, dass wir gewisse Sachen aufgeben und weil uns etwas anderes wichtiger ist. Und wir wissen, wir kennen das aus unserem Alltag, es gibt da einfach so eine Realität, wo wir uns auch darauf einlassen und die Grenzen respektieren, einfach von der Realität, damit etwas Wichtiges entstehen kann. Also für den Liebhaber ist die andere Person einfach so, wie sie ist, gibt dir auch vor, was geht und was nicht. Wenn du TÜV-Fahrer bist, dann ist es einfach der TÜV, so wie er gebaut ist, kannst du ihn nur bedienen. Und wenn du es nicht machst, dann heisst das nicht unbedingt, dass du freier bist, sondern es wird dann meistens nicht so gut rauskommen. Absolute Freiheit im Sinne von gar keine Regeln, dass du nichts mehr musst, gibt es einfach nicht.
Es funktioniert auch nicht, weder im Kleinen noch im Grossen in unserem Leben. Wenn wir ein bisschen in unsere Geschichte hineinschauen, dann merken wir als Menschen, dass ganz viele von den Menschen, die am meisten erreicht haben in ihrem Leben, ganz bewusst auf ganz viel verzichtet haben. Sagen wir, ein Sportler, der hat so viel aufgegeben, um Erfolg zu haben im Sport. Weil ihm das so wichtig war, hat er auf alles Mögliche in seinem Leben verzichtet. Oder ein religiöses Beispiel. Wir kennen vielleicht die Mutter Teresa. Sie hat freiwillig von sich aus unglaublich viel aufgegeben in ihrem Leben, hat aber durch das etwas bewirken, das unglaublich wertvoll und gross ist. Wir Menschen sind so gemacht, dass wir uns entscheiden müssen. Und müssen gewichten, welche Freiheiten sind mir wichtig und welche nicht so. Und je nachdem, was wir aufgeben, um was erreichen, wir mehr oder weniger dabei rauskommen. Lassen wir uns doch miteinander mal reinschauen, was sagt der christliche Glaube zu dem Ganzen. Und wir werden anschauen, was die wichtigste Person im Christentum, nämlich Jesus selber, zu dem Thema Freiheit sagt, ob er in eine ähnliche Richtung geht oder ob er das ganz anders sieht. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen aus Johannes 8, Vers 31 bis 36. Das sind Worte, die Jesus selber gesprochen hat, damals einer Gruppe von Juden. Lassen wir uns das miteinander lesen aus Johannes 8, ab Vers 31. Heißt, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist ein unglaublich kaltvoller Abschnitt, wo es auch ums Thema Freiheit geht, wo uns Jesus ganz viel zeigt, von dem, wie er Freiheit sieht, wo er auch sagen, das ist die größte Freiheit. Und vielleicht gerade das Wichtigste am Anfang, Jesus sagt, ich will euch frei machen. Also das Ziel von Jesus ist nicht, uns einzupferchen oder irgendwo einzuzwängen oder möglichst viel Freiheit wegzunehmen, sondern Jesus sagt, ich werde euch frei machen. Sein Ziel ist auch, dass wir die grösste Freiheit im Leben erreichen können. Er sagt aber, dass der Weg dorthin, zu dieser Freiheit, nicht der ist, den wir wahrscheinlich von uns aus wählen würden. Und er fängt seine Erklärung folgendermaßen an. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das klingt recht eingebildet, aber Jesus sagt, wenn ihr alles das macht, was ich euch sage, mit allen Geboten, allen Regeln, allem, was ich euch sage, dann werdet ihr die grösste Freiheit in eurem Leben finden. Die Juden, die zugelassen haben, die haben beim Thema Freiheit vor allem an politische Freiheit gedacht und haben sich sehr angegriffen gefühlt. Sie so, Jesus, aber wir sind doch frei. Wahrscheinlich würde mancher Mensch heutzutage das Gleiche sagen, wenn man auf der Straße fragen. Ich kann doch alles, was ich will. Ich kann machen und leben, wie ich will. Ich bin doch frei. Jesus hat ihnen geantwortet auf eine Art, die uns ein bisschen zum Nachdenken bringen muss. Jesus sagt, jeder Mensch, der sündigt, er ist ein Sklave von der Sünde. Wir würden vielleicht nicht das Wort Sklave verwenden, sondern sagen, jede Person, die sündigt, ist gefangen. Oder jede Person, die sündigt, hat ein bisschen von seiner Freiheit verloren. Jesus ist schon krass. Er sagt, wenn du auch noch etwas gemacht hast, das nicht dem entsprochen hat, was ich dir gesagt habe, dann nimmt dich das gefangen und hast du einen Teil von deiner Freiheit verloren. Lass uns mal überlegen, wie Jesus auf so etwas kommt. Wir haben vorher gesehen, dass die Realität von etwas, einfach die physische Realität uns zeigt, was sinnvoll ist und was nicht, was man damit machen kann. Wir haben einen Tisch, oder? Und der Tisch, wenn ich einen Kipp würde umkehren, auch wenn ich die Freiheit hätte, zum einfach abschiessen, wäre es vielleicht nicht so sinnvoll, weil es würde irgendetwas kaputt gehen. Jesus, er denkt über unsere Welt so nach, dass er sieht, es gibt eine Realität, eine physische,
es gibt aber auch ein Metaphysisches, es gibt Sichtbares, Unsichtbares. Und er überlegt sich, wie können wir Menschen die grösste Freiheit bekommen? Was ist das Beste? Wie können wir die grösste Freiheit in unserem Leben bekommen? Und er sagt, wenn du dich nach dem richtest, was ich sage, dann wirst du die finden. Es ist so, als ob Jesus die ganze Realität völlig durchschaut hätte, von allem, was es gibt, und genau weiß, was für wer das Beste wäre. Immer dann, wenn wir eine Freiheit aufgeben, dann machen wir das ja nur, wenn wir sehen, es lohnt sich für etwas Größeres. Und wenn wir das auf das Wort von Jesus beziehen, zum Beispiel, Jesus hat gesagt, wir sollen nicht lügen. Jetzt, eine Lüge, der erste Blick kann ja schon so ein bisschen dir Freiheit geben. Du kannst dich aus einem Argument rausschleichen. Du kannst dich irgendwo retten, ohne dass du das Gesicht verlierst. Und auf den ersten Blick sieht es mega einengend aus. Ja, du sollst nicht lügen, also lüge ich nicht. Und du denkst, also komm, ich lüge in einem Moment. Und du hast das Gefühl, ich gewinne Freiheit. Auf den ersten Blick vielleicht schon. Mit der Zeit merkst du, wie Lügen immer irgendetwas kaputt macht. Es kann das Vertrauen sein von der anderen Person. Es kann deine Beziehung sein mit der Person, die du anlügst. Du bist plötzlich nicht mehr so glaubwürdig in dem, was du sagst. Andere Leute fangen dich an anzweifeln. Vielleicht musst du eine zweite Lüge anfügen, um die erste zu überdecken. Und du merkst plötzlich, wie es dich irgendwo reinzieht in etwas, wo gar nicht mehr sich so fest nach Freiheit anfühlt, sondern dich eigentlich gefangen nimmt. Und Jesus sagt, völlig egal, was das ist, egal, was das für eine Sünde ist, was für eine Übertretung von diesen Regeln von Gott, egal, bei jedem einzelnen von diesen Sachen, wenn du so eine Regel übertretest, dann wirst du nicht Freiheit gewinnen, sondern du wirst Freiheit verlieren. Es wird dich gefangen nehmen. Es wird dich reinziehen in etwas, wo du eigentlich gar nicht willst. Jesus sagt aber nicht nur, jeder, der sündigt, der ist auf eine Art gefangen, sondern Jesus redet über das Thema Freiheit, als ob es etwas wäre, das er uns geben kann. Er sagt, wenn ich euch frei mache, dann könnt ihr wirklich frei werden. Jesus will also unsere Freiheit von dem, was uns gefangen macht, also will er uns frei machen von unserer Sünde. Oder wenn Sünde das ist, was uns gefangen nimmt und er uns wirklich frei machen will, dann sagt Jesus, ich befreie euch von dem, was euch Menschen im tiefsten Kern wirklich gefangen nimmt. Nicht nur oberflächlich, sondern Jesus redet von einer Art von Freiheit, die ganz, ganz tief geht. Wenn wir den Standard mal auf uns beziehen, so ganz persönlich, und uns überlegen, wer von uns hat schon mal gelogen? Also ich habe auch schon gelogen, wer von euch auch? Oh, ich bin auch froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man gelogen hat, dass es nicht so der Hit ist manchmal. Und es hat mich irgendwo auf ein bisschen gefangen genommen. Wenn wir uns überlegen, wer von uns hat schon mal auf irgendeine Art gesündigt, dann merken wir, oh, da haben wir alle das Problem, nicht? Das heisst, Jesus behauptet, wir sind alle gefangen. Ist das nicht ein bisschen krass? Ich bin auf eine Art irgendwie schon. Und trotzdem, aus der Sicht von Jesus, ist das nachvollziehbar. Schau, wir Menschen, wir müssen alle für irgendetwas leben. Wir alle, bewusst oder nicht, wählen aus, was sind die Sachen, die ich in meinem Leben erreichen muss und was gebe ich dafür auf. Wenn du dich auf eine Ehe einlassen hast, dann hast du auf ganz viel verzichtet, weil dir die Ehe so wichtig ist. Und du wählst das in dem Fall wahrscheinlich hoffentlich bewusst aus. Aber wir Menschen machen das. Und jeder von uns hat die Sachen, die er dafür lebt. Vielleicht ist es bei dir deine Karriere. Und du bist bereit, ganz viel von deiner Zeit aufzugeben, um in dieser Karriere einen Schritt vorwärts zu kommen. Oder es ist deine Familie. Und du sagst, Familie ist für mich das Wichtigste. Für das gebe ich alles andere auf. Und es fängt eigentlich gut an, aber du merkst, wie dich das reinziehen kann in etwas, wo dich irgendwann, wo deinen Alltag bestimmt. Deine Karriere oder deine Familie ist nicht nur etwas, was dich frei macht, sondern es bestimmt deinen Alltag. Es ist wie dein Chef. Es ist das, was dominiert, was du für Freiheiten aufgibst und was führt dich nicht. So oft erleben wir das in unserem Leben. Wir wollen eigentlich etwas erreichen, wir geben für das ganz viel auf und dann merken wir am Schluss, wie wir eigentlich gar nicht so frei sind, wie wir das eigentlich gemeint haben. Jesus sagt, hey, wenn du das machst, was ich dir sage, dann wirst du nicht wieder in etwas drin sein, wo dich gefangen haltet, sondern dann wirst du wirklich frei werden. Auf eine Art, wo all die Sachen, die uns sonst Freiheit versprechen, nicht geben können.
Ich kann mir vorstellen, dass es für die Zuhörer damals ziemlich verwirrend war. Garantiert haben sie gedacht, Jesus, du bist unglaublich überheblich. Ich meine, hast du wirklich das Gefühl, dass alles, was du sagst, so perfekt ist, dass wenn wir das machen, wir nie gefangen werden? Wie willst du uns frei machen? Du bist doch auch nur ein Mensch, schau dich an, du bist wie mir. Und Jesus hat meistens von sich selber als dem Sohn geredet und dann sagt er in dem Text, wenn der Sohn euch frei macht, dann sind ihr wirklich frei. Also Jesus bildet sich da scheinbar recht viel auf sich selber ein. Wir haben den Vorteil aus der Geschichte, aber auch von der Bibel, dass wir glaubwürdige Überlieferungen haben von dem, wie die Geschichte mit Jesus weitergegangen ist. Und es zeigt uns ein bisschen auf, wie Jesus ganz persönlich mit dem Thema Freiheit umgegangen ist. Wir lesen etwas Erstaunliches in der Bibel, nämlich, dass Jesus selber gar nie gesündigt hat. Wo man ihn verurteilen wollte, hat man irgendwo verzweifelt Leute gesucht, die Jesus etwas vorwerfen können, was er falsch gemacht hat. Und man hat einfach niemanden gefunden. Das ist erstaunlich. Jesus selber hat sich also von nichts gefangen lassen in seinem Leben, sondern er muss völlig frei gewesen sein. Und trotzdem lesen wir, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und das, obwohl er nichts gemacht hat, wo irgendwie so etwas verdient hat. Jesus ist am 3. Tag, nachdem er gestorben ist Jesus auferstanden und hat sich seinen Jüngern gezeigt, ganz vielen anderen Menschen auch. Und viele von denen sind zum Glauben gekommen, dass Jesus wirklich der ist, den er behauptet war, nämlich der Sohn von Gott. Sie haben erkannt, der Jesus hat Sachen bewirkt und gemacht, die kein Mensch je könnte. Jesus ist nicht nur ein Mensch wie du und ich, sondern er ist auch Gottes Sohn. Und wenn wir das überlegen, was ist, wenn jetzt Jesus wirklich der Sohn von Gott wäre, dann hat das unglaubliche Implikationen auf das Thema Freiheit. Es würde nämlich heißen, dass Jesus, als er auf die Welt gekommen ist, bereit gewesen wäre, zum unglaublich viele Freiheiten aufgeben im Himmel und sich reinpferchen lassen in eine Person, in ein Baby, das völlig abhängig ist von seinen Eltern. Das wäre der totale Freiheitsentzug. Und wenn wir noch weitergehen, das Kreuz von Jesus ist ja nichts anderes, als dass Jesus alle Freiheiten aufgibt, die er hat, freiwillig von sich aus. Und wir müssen uns schon fragen, warum würde Jesus so etwas machen? Was gäbe es, was so wertvoll wäre und so wichtig wäre, dass Jesus freiwillig bereit wäre, alles aufzugeben für das eine? Jesus selber hat es so erklärt. Er hat gesagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn hinzugeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus sagt, dass er aus Liebe zu uns Menschen gestorben ist. Dass Gott bereit war, seinen Sohn aufzugeben, aus Liebe zu dieser Welt. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Das, was Jesus angetrieben hat, das, was Jesus vorgeschwebt hat, wo er gesagt hat, für das bin ich bereit, alles aufzugeben, das war die Liebe zu uns Menschen. Das ist unglaublich, es ist erstaunlich, es ist etwas, wo uns fast nicht in den Kopf hineingeht. Aber es muss das sein, wo Jesus gesagt hat, für das bin ich bereit, alles aufzugeben. Wir wissen ja so menschlich, wie eine Liebesbeziehung zustande kommt. Es braucht zwei Menschen, die ein Ja sagen zueinander. Also wenn ich bereit bin, für meine Frau alle Freiheiten aufzugeben, aber sie nicht, wird das eine schwierige Beziehung werden. Trotzdem hat Jesus genau so etwas gemacht. Er hat von sich aus ist er bereit gewesen, alle Freiheiten aufzugeben, um eine Beziehung zu ermöglichen zu uns Menschen, wo wir noch nicht mal Ja gesagt haben dazu. Die Liebesbeziehung, wo Jesus sich offenbar so sehr wünscht zu uns Menschen, ist das, was in dem Text, wo wir am Anfang gelesen haben, zu beschreiben ist als wirklich frei. Es ist eine Liebesbeziehung zwischen mir und dem Sohn von Gott. Und sie ist darum wirklich frei, weil wir durch Jesus eine Freiheit erleben in der Beziehung, die sonst undenkbar wäre. Denken wir an unsere Schuld, die wir Gott gegenüber haben. Niemals könnten wir Menschen die jemals selber irgendwie begleichen. Du kannst nicht mit deinen guten Taten das wettmachen, was du alles versaut hast von Gott. Du kannst niemals Vergebung von Gott empfangen in deinem Leben.
ein reines Gewissen haben, so richtig rein und befreit. Wie wäre das, wenn du würdest erleben, wie du frei wirst von Sachen, die dich gefangen halten in deinem Leben? Jesus hat gewusst, wenn in dieser Liebesbeziehung mit mir, die ist nicht nur beschränkt auf eine gewisse Zeit auf dieser Erde, sondern Jesus hat uns versprochen, wer an ihn glaubt, wird ewig leben können. Das ist nichts, was wir von uns aus machen könnten. Auch nichts, was wir von uns aus verdient hätten. Aber es ist etwas, was Jesus uns möchte schenken. Und Jesus hat gewusst, der einzige Weg dorthin ist, wenn ich stirb für die Menschen, die so viel falsch gemacht haben. Wir haben gesehen, als Menschen, es macht Sinn, um auf gewisse Sachen zu verzichten. Und wir werden uns ein bisschen fragen, wann sind wir Menschen wirklich im freiesten, möglichsten Zustand? Wann sind wir Menschen wirklich frei? Nur schon natürlich gesehen macht es Sinn, um auf Freiheiten zu verzichten, um andere zu gewinnen, die uns wichtiger sind. Gott hat das ebenso gesehen und er hat gewusst, es gibt Sachen, die sind so wichtig, dass ich für das alles aufgeben würde. Zum Beispiel die Liebe. Jesus, als er auf dieser Erde war, er hat immer gewusst, wofür er gelebt hat. Und er war völlig kompromisslos, wenn es darum gegangen ist, das eine zu erreichen. Immer wieder haben Kollegen von ihm und Jünger und andere Leute ihm gesagt, Jesus, das wäre doch noch etwas für dein Leben. Und Jesus sagt, nein, ich bin gekommen, um zu sterben, ich muss ans Kreuz gehen. Wenn ihr die Geschichten von Jesus lesen, die Evangelien, dann habt ihr auch viele so Episoden, wo die Leute irgendetwas von Jesus wollen, aber Jesus gewusst hat, nein, das ist meine eine Mission, wieso dass ich da bin auf dieser Erde. Und das Wort für alle die an Jesus glauben, wir stehen in der gleichen Herausforderung wie Jesus. Das sind so viele Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen und sagen, das wäre doch noch etwas für dein Leben. Wie wäre es mit dem? Wie wäre es mit dem? Und so schnell verlieren wir den Fokus, das eine, wofür uns Gott wirklich gemacht hat. Und wir verzetteln uns in Sachen rein, wo wir denken, das tönt noch gut, wie wäre es ein bisschen mit dem ausprobieren? Und wir sind plötzlich in einem Verhaltensmuster drin, wo wir uns fragen, wie weit kann ich gehen, was kann ich alles noch machen, damit es für Gott okay ist? Es ist wie wenn ich mich fragen würde, wie weit kann ich noch gehen, dass der Rebecca sagt, es ist noch okay? Was ich dabei verlieren ist die Liebe zu der einen Person, die mir doch am wichtigsten ist. Immer dann, wenn wir uns fragen, ist das noch okay? Du anfängst zu zweifeln, an dem ist es wirklich gut, wenn ich das mache, was Gott will. Du denkst, ich weiß es besser oder ich fühle das gerade nicht so, was Gott sagt. Und anfängst Kompromiss einzugehen. Dann tönt es vielleicht auf den ersten Blick verlockend, so wie eine Notlüge. Aber auf den zweiten Blick verlierst du das, was dir eigentlich wichtig ist. Vielleicht lebst du schon länger mit Jesus und du merkst heute Morgen, hey, das sind eigentlich Sachen in meinem Leben viel wichtiger geworden als das, wofür ich eigentlich leben will. Dir geht es um dein Ansehen, es geht dir um deine Karriere, es geht dir vielleicht um dein Geld, um deine Familie. Sachen, die alle in sich nicht schlecht sind, wo aber, wenn sie plötzlich den wichtigsten Stellenwert bekommen und du anfängst Kompromiss zu machen in deiner Beziehung zu Gott, du merkst, wie es nicht aufgeht. Wie es dich gefangen nimmt und dein Leben bestimmt auf eine Art, die du gar nicht hast wollen. Und ich habe dir ein Gebet vorbereitet, so wie ich das etwa beten würde, wo dir vielleicht hilft, um heute zu sagen, ich möchte wieder neu mein Leben auf das fokussieren, was mir wirklich wichtig ist. Du kannst so beten und sagen, Gott, ich möchte wirklich frei sein zu leben für das, was du willst von mir. Bist du wieder der Wichtigste in meinem Leben? Du hast so viel für mich aufgegeben. Auch ich möchte nichts von dir zurückhalten. Vergib mir dort, wo ich das gemacht habe, wo andere Sachen mir wichtiger geworden sind als du. Ich möchte ganz bewusst auch heute also Freiheit, die ich für mich beansprucht habe, wieder aufgeben. Und ich will sie um deinetwillen loszuwerden. Und ich möchte dir Freiheit treten für das Leben, wofür du mich gemacht hast. Wenn du merkst, so ein Gebet so ähnlich wäre das, wo ich heute sprechen müsste. Du wirst nach der Predigt im Lied, wo wir singen, auch Zeit haben, um Gott eine Antwort zu geben. Und darfst gerne auch die Worte verwenden oder deine eigenen, um wieder Priorität in deinem Leben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Wenn du am Zuhören bist oder am Zuschauen bist und du merkst, oh, das, was du gesagt hast von Jesus, die Vergebung und das ewige Leben und die Freiheit von Sachen, die mich gefangen nehmen, das ist genau das, was ich brauche, aber den Jesus, den kenne ich gar nicht. Du
weißt gar nicht, wie es sich anfühlt, so ein reines Gewissen zu haben. Für dich ist das vielleicht ein frommer Traum, Vergebung überzukommen für alles, was du gemacht hast. Selbst deine schlimmsten Sünden, du denkst, unmöglich. Jesus sagt, ich will dich wirklich frei machen. So, Freiheit muss für dich nicht ein frommer Traum bleiben. Sie kommt für dich durch Jesus, aber mit einer Bedingung. Genauso wie eine Liebesbeziehung nur möglich ist, wenn beide Ja sagen zum anderen und auch bereit sind, ihre Freiheiten aufzugeben, um die Liebe zu gewinnen, so ist es auch mit der Liebe zu Jesus. Viele Leute haben Jesus nachfolgen, mit ihm unterwegs sein und sagen, ja Jesus, ich will mit dir, aber ich bin nicht bereit, alles aufzugeben für dich. Und Jesus hat immer gesagt, das geht nicht. Nicht, weil er uns etwas vorenthalten will, sondern weil er genau weiss, die Sachen, es geht nicht. Wenn wir nicht bereit sind, von Herzen aufzugeben für Jesus, alles loszulassen, was uns irgendwo gefangen nehmen kann, was uns könnte im Leben einengen, wo uns könnte abhalten von dem, was Gott für uns eigentlich möchte, das wird nie aufgehen. Genauso wie eine menschliche Liebesbeziehung nur zustande kommt, wenn beide Ja sagen, so kommt die Beziehung mit Jesus auch nur zustande, wenn du Ja sagst zu ihm. Dass er dich von Herzen liebt, dass er bereit ist, alles für dich aufzugeben, hat Jesus bewiesen, wo er für dich gestorben ist. Er hätte nicht mehr machen können. Er hat von ganzem Herzen gezeigt, ich liebe dich. Ich tue alles, um mit dir zusammen zu sein. Selbst alles, was du hast für Gründe, die dich abhalten, zu Gott zu kommen, deine Sünden, dein Versagen, dass du dich schlecht und schmutzig fühlst, sagt Jesus, ich löse das Problem für dich. Aber die Bereitschaft zu sagen, Jesus, ja, ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich möchte, dass du die Wichtigste bist. Die kann dir niemand wegnehmen. Wenn mich fragst, Joel, will jetzt Jesus mir nicht meine Freiheit rauben? Dann ist die Antwort, ja, ein bisschen schon. Er würde dir Freiheiten wegnehmen, aber nicht, um dich zu beklauen, sondern weil er weiss, wenn du die aufgibst, dann gewinnst du etwas, was viel wichtiger ist. Jesus hat es folgendermaßen erklärt. Er hat gesagt, mit dem Himmelreich, mit dem Reich von Jesus ist es so wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen gesucht hat. Und er hat eine gefunden, die besonders wertvoll war. Und er hat alles verkauft, was er hatte, und er hat dafür die eine Perle gekauft, die ihm so wichtig war. Wenn du Jesus kennenlernst, so wie er ist, mit allem, was er dir schenkt, was die Liebesbeziehung beinhaltet, dann wird es dir gehen wie mit dem Kaufmann. Du wirst merken, für den Jesus lohnt es sich, dass ich selber alles aufgebe. Nicht aus Zwang, sondern weil es du willst. Weil du merkst, es ist es wert. Ich gewinne etwas, was viel wertvoller ist als alles andere. Raubt dir der christliche Glaube deine Freiheit? Die Antwort ist so ein bisschen zuerst ja, ein bisschen, langfristig aber gesehen, nein, sie schenkt dir die größere Freiheit. Und darum, wir Christen, wir sind nicht die, die aus Zwang oder weil wir müssen uns an all die Regeln halten, die Gott uns gibt, sondern wir wollen das, wir dürfen das, weil wir wissen, es ist das Beste für uns. Und wenn wir immer wieder mal versagen oder etwas Falsches machen, dann wissen wir, es ist nicht gut gewesen für uns, aber wir haben etwas gefunden, eine Beziehung zu Jesus, die selbst dann standhaltet. Wo nicht kaputt geht, wenn ich mal einen Seich mache. Wo mir ein ewiges Leben verspricht. Wo mir Vergebung nicht dosiert schenkt, sondern in unbeschränktem Maß. Und es gibt uns etwas, wo mit Geld nicht zu zahlen ist. Wo nicht mal auf das Leben da beschränkt ist, sondern in alle Ewigkeit geht. Ich kenne die meisten von euch kennen euch persönlich zu wenig gut, um zu sagen, was ist das eine, wofür du lebst. Was ist bei dir ganz zuoberst auf der Prioritätenliste, wo du würdest sagen, für das gebe ich alles andere auf. Darf ich so frech sein, um dich mal zu fragen, das, was du durch das gewünscht, ist es so wertvoll wie das, was Jesus dir geben könnte? Lohnt es sich, für das alles aufzugeben, oder wäre es für dich nicht der Schritt, dass du sagst, Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben die wichtigste Priorität wirst. Du bist der eine, für dich bin ich bereit, andere Sachen aufzugeben. Wenn du merkst, das ist das, was ich eigentlich bräuchte, aber du hast keine Ahnung, wie du dort hinkommst. Ich habe auch für dich ein Gebet vorbereitet. Ihr seht es eingeblendet.
Es ist so ein Gebet, wo dein Ja zu Jesus kann in Wort fassen kann. Vielleicht kannst du folgendermaßen beten und sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mich frei machen willst, frei von Sünde und Schuld. Danke, Jesus, dass du aus Liebe zu mir den Himmel verloren hast und auf so viele Freiheiten verzichtet hast. Danke, dass du für mich persönlich gestorben bist. Ich möchte dich, Jesus, besser kennenlernen. Und ich möchte mich auf ein Leben mit dir einladen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Hilf mir auch auf all das zu verzichten, was nicht gut für mich ist. Und hilf mir nur noch für das zu leben, wofür es sich wirklich lohnt, zu leben. Wenn du merkst, das ist so ein Gebet, das ich jetzt möchte, gerne beten, von Herzen nicht nur durchlesen, sondern das soll mein Gebet werden. Ich möchte dir gerne die Chance dazu geben. Ich möchte alle, die da sind, bitten, dass wir aufstehen. Alle, die auch in der Zürich-Lounge sind. Wenn du daheim bist, du darfst sehr gerne auch mit uns aufstehen. Wir werden uns einen Moment nehmen, wo wir ganz persönlich, wo es zwischen Gott und dir, wo Gott dich um eine Antwort bittet. Auf sein Wort, auf das, was er sagt zum Thema Freiheit. Und ich würde gerne das Gebet nochmal beten, also das Gebet zu Gott, das von Herzen kommt. Und alle die am Zuhören sind, am Zuschauen sind und merken, das ist das, was ich auch mitbeten möchte. Ich lade dich ein, zum auch mitbeten. Vielleicht kennst du Jesus auch schon lange und du sagst, heute muss ich wieder neu so eine Entscheidung treffen. Auch du darfst sehr gerne mitbeten. Wenn du das möchtest, dann darfst du jetzt mit mir beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mich frei machen von meiner Sünde und Schuld. Danke, Jesus, dass du aus Liebe zu mir den Himmel verloren hast und auf so viele Freiheiten verzichtet hast. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte dich, Jesus, besser kennenlernen und ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich möchte, dass du mein Leben bestimmst. Hilf mir, auf all das zu verzichten, was nicht gut ist für mich. Und hilf mir nur noch für das zu leben, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Amen. Wenn du das Gebet mitbetet hast, du hast eine Entscheidung getroffen, die du nicht bereuen wirst. Vielleicht hast du ein bisschen Angst vor dem Leben mit Gott, aber du wirst merken, dass es etwas ist, das viel wertvoller ist, wie alles, was du bis jetzt gefunden hast. Du wirst sie wieder kaufen machen. Du wirst merken, dass die Perle so wertvoll ist, dass du gern alles andere dafür aufgibst. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun dürfen, zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.